Gute Morgen, Kanner. Ich bin Sarah, die heute hier schon die Geschichte vom Lupino und vom Amelie hören und dass sie Erinnerungen sammeln an einem Undenkgesag. Ma, so basteln wir lo. Die geht so wie den heute. Dafür braucht ihr ein paar Sachen. Zum Beispiel ein Blatt Filz. Das kann die Farbe, die ihr wollt. Da braucht ihr ein Blatt. Das habe ich vorbereitet für Rege. Ältere können nicht bestimmt helfen, da rauszudrucken. Da braucht ihr ein Schere und ein Band für die Säckelchen noch so zu machen. Die braucht ungefähr 30 cm lang oder mehr. Voilà, da fangen wir an. Die holt das Blatt Filz. An das rausgedruckte Blatt wird man viel berät tun. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das Blatt auf eure Filz pushen, da geht es ein bisschen einfach. Ihr könnt aber auch einfach einen Kreis auf das Blatt zeichnen, weil danach schneiden wir eine Rundel raus. Macht den Pösch aber just und Trenner, so haben wir dann noch Pösch bei diesem Undenkgesäckelchen. Voilà, dann drücken wir den hier fest. Und dann holt der Schere an der Schneider und der Schwärzerlin raus. Voilà, das heute legen wir auf die Seite. Dann hat er eine schöne farbige Rundel. So, für das wir als Schnur können da drunter machen und das Säckelchen zuhält, brauchen wir natürlich ein paar Löcher. Ihr seht, ich schon hier ein paar schwarze Linien gezeichnet. Das heißt, wir müssen hier dran ein paar Löcher schneiden. Das machen wir mit der Schere. Ihr könnt da so viel machen, wie ihr wollt. Mir braucht aber ein gerührt Unzüll. Ältere können nicht sicher so, was das heißt. Ich fand, dass es am einfachsten geht, wenn wir dann ein Stückchen dirbeln und dann machen wir einen kleinen Schnitt. Und das ganz rundherum. Lösen ist schon gekommen. Voilà. Dann holt er Schnur und da schneidet er ein Stückchen davon auf. Voilà. Ich mache das mal so. Den Rest lehne ich auf die Seite. Und für das es mir einfach geht, mache ich mal hier eine kleine Knöte dran. So. Und da fädle ich ihn an. Durch ihn dran und dann durch das nächste. Raus, bis ich die ganze Tour gemacht habe. Die sieht schon, dass du fängst zu gehen. Voilà. Dann ziehen wir ihn zu. Und wir machen auf die andere Seite aber auch noch eine kleine Knöte. So. Ihr seht, ihr seid das schon also wie ein Säckelchen. Du könnt ihn halt so machen mit einer Schlaufe. Und da könnt ihr da eher Undenken drauf verstauen. Voilà. Viel Spaß dabei.